Bonjour, die Damen und die Herren. Das Woche sind wir zu Warschau. Wir hatten hier einen Kongress von den europäischen Konservativen, ganz interessanter Kongress. Wir gehen Empfang vom polnischen Staatspräsidenten, Herrn Duda. Wir hatten noch einen Rede vom früheren Premierminister Morawiecki. Das ist immer interessant, Perspektive aus verschiedenen Ländern kennenzulernen. Aber es sind viele Sorgen, die wir am Blick haben, das ist auch ganz klar an unseren Diskussionen herauskommen. Wir hatten zum Beispiel in Rumänien die Annulation von einer demokratischen Wahl. Es wird den sich bald nicht vorstellen, mit ganz wackeligen Gründen. Und es wird also in den nächsten Wochen ganz viel beschäftigen, wie wir überhaupt zusammen darüber nachzudenken, ob das kann gehen, ob das legal ist, an wie kann die Demokratie in Rumänien weiterentwickelt gehen, gerettet gehen, eventuell, wenn das da etwas ist, was man nicht können akzeptieren. Wir haben noch ganz viel andere Sorgen. Wir sind in einer Situation, wo wir in Europa nicht wir können alles gleichzeitig finanzieren. Das ist für uns eine Priorität, das ist natürlich unseren Sozialstaat retten. Auch brauchen wir eine gewisse Resilienz in Europa. Wir können, wenn wir das alles machen, nicht alles gleichzeitig finanzieren. Wir können zum Beispiel nicht das, was die Grünen wollen, den Green Deal feiern, den als Industrie löserlos futti mischt, dann immer als finanzielle Basis. Wenn wir wollen als Europa eine gewisse Stärke gewinnen, den Sozialstaat auch weiter feiern, dann muss man gucken, dass wir eine neue Industriepolitik entwickeln, als Ökonomie stärken. Das ist eine große Herausforderung wie die nächste Zeit. Leider ist die Kommission von der Leyen zu Brüssel, aber auch bei China, die weiter will, als Energie mit teuer machen, als Industrien unter Druck setzen und mit allen sozialen Konsequenzen, was das damit sich bringt. Wir werden auf jeden Fall als europäisch konservativ, als ADR dafür antreten, dass wir unseren Wohlstand sichern, dass wir als Gesellschaften an ihrer Form können weiter erhalten. Das ist eine unsichere Zeit. Ihr wisst, was geschieht nicht nur an der Ukraine, auch in Syrien zum Beispiel. Wir müssen noch verhindern, dass wir neue Migrationswellen in Europa herkriegen, wie das von verschiedenen am Blick gefährdet. Nächste Woche sind wir zu Straßburg, dann haben wir Plenären am Europaparlament mit interessanten Debatten. Wir halten hier im Laufenden. Vielmals merci für Ihren Interesse.